wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Tag 3 unserer Tour über die Grand Tour of Switzerland. Wir sind ja bereits einige Zeit unterwegs mit unserem Knaus, den wir bei mycamper.ch gemietet haben. Eine Sharing-Plattform, wo Private ihre Wohnmobile vermieten können, und mycamper dient dann sozusagen als Vermittler. Und so haben wir die Chance bekommen, einen Knaus zu mieten, einen Knaus Boxster 600, und wir sind super zufrieden bis jetzt damit, außer so ein bisschen eine kleine Macken, aber das erklären wir euch dann später noch. Ja, das erste Mal für uns Wintercamping, war richtig cool. Fenster auf, Schnee draußen, ja, was will man mehr? Drin Standheizung, gepflegte 18 Grad, es war einfach herrlich. Und ihr seht es den Bildern im Hintergrund an, ihr habt auch schon eine Timelapse gesehen, es ist einfach herrlich hier oben, wirklich. Stellplatz ist unten verlinkt, wo wir hier gestanden sind, bei einer Familie, ein kleiner Bauernhof, ganz, ganz schön. Und ja, heute geht die Reise weiter über die Grand Tour of Switzerland. Wir haben noch viel vor mit euch. Wir haben heute ja noch einen ganzen Tag und morgen haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt gehen wir erstmal ab in die Luft, schauen uns das Ganze ein bisschen hier von oben an, wie das ausschaut. Und ja, danach geht es dann auch schon los, weiter über die Grand Tour. Schön, seid ihr mit dabei. Los geht's. Wir sind ein paar Kilometer weiter gefahren, haben leider noch keine Sonne gefunden, dafür einen wunderschönen Aussichtspunkt, der leider direkt an einer Straße liegt, aber trotzdem richtig schön ist. Steffi startet jetzt gleich die Drohne, und spannender Fakt zu diesem Campingplatz, wo wir letzte Nacht waren: wir haben noch lange mit der Betreiberin gesprochen, die haben bis zum Februar jetzt keine Sonne mehr, die sind einfach am Schattenhang und haben darum keine Sonne. Ist schon auch noch speziell, also ich würde mich dann doch eher für den Sonnenhang entscheiden, aber es ist ein wunderschöner Ort da oben. Also, die Drohne ist in der Luft, für euch gibt es die Bilder, und ja, wir sehen uns dann später wieder. Morgen, Reisefreunde, auch von mir. Wir sind in Schwyz, und ich sage jetzt Schweiz nicht etwa auf Schweizerdeutsch, sondern Schwyz ist nun mal auch ein Kanton und eine Hauptstadt dieses Kantons. Und jetzt haben wir aber heute Morgen schon erfahren, dass die Schweizer, die mögen das nicht so sehr, wenn man ihre Stadt, die offiziell von der Einwohnerzahl her eine Stadt ist, als Stadt bezeichnet, sondern das ist ein Dorf. Deshalb erkunden wir jetzt mit euch zusammen dieses Dorf. Die Sonne scheint. Wir sind hier in einem, ja, so ein bisschen Open-Air-Museum. Die Weitsicht auf die Berge, da oben liegt Schnee. Einen Moment, ich brauche schnell beide Hände. In love with Switzerland. Oder, wie sagt mal Switzerland so schön? Verliebt in die Schweiz. In die Schweiz.
Ja, diese Schwyz, das ist wirklich besonders schön, besonders anmutend, vor allem bei diesem Wetter. Das macht natürlich schon viel aus. Wir freuen uns sehr, dass heute jetzt mal noch ein bisschen die Sonne scheint. Darum machen wir uns auch auf zu unserem nächsten Ziel. Das liegt noch ein bisschen weiter im Osten der Schweiz. Und ja, es bleibt spannend. Wir werden unterwegs sicher noch das ein oder andere Mal anhalten, weil die Aussicht hier einfach wirklich fantastisch ist. Wir sind bereits wieder ein paar Kilometer weiter gefahren und jetzt beim Kloster einsiedeln und das bei bestem Wetter. Wir hätten es nicht besser treffen können. Wir sind es ein paar Meter bis davor und da werden wir euch dann ein bisschen mehr über dieses Kloster erzählen. Ist sehr wichtig für die Schweiz und vor allem sehr groß. Parkplatz ist 1 Stunde gratis, danach kostet der Parkplatz 1 Franken, finde ich total fair. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach vorne und gucken uns das Ganze an. Natürlich wissen auch wir nicht immer alles. Darum haben wir uns jetzt einen Film reingezogen und wissen ein bisschen Bescheid über das Benediktinerkloster hier in Einsiedeln. Und zwar ist das ein riesengroßes Kloster, das es bereits seit 700 gibt. Es ist 126 Meter breit, 154 Meter lang und um es zu umrunden, das dauert gut eine Viertelstunde. Spannend ist vor allem, wie viele Leute hier leben. Es sind insgesamt 60 Mönche und 180 Menschen arbeiten dazu in 60 verschiedenen Berufen. Also das ist ganz schön viel und ganz schön interessant. Vor allem das Kloster an sich ist wirklich sehr eindrücklich gestaltet und ja, für uns auch schon ein bisschen interessant, obwohl uns das Thema sonst nicht so interessiert. Steffi, die interessiert sich jetzt vor allem für die Tiere, die da vorne stehen. Das sind nämlich die Pferde. Die hier ebenfalls im Kloster gehalten und unterhalten werden. Ich weiß nicht, was gezüchtet werden. Gemacht wird unter anderem auch Wein, Bücher, ganz viele Dinge. Und ja, wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Pferde und dann vielleicht noch einen aufs Kloster hinab. Ja, ihr kennt es bereits von unseren Reisen. Steffi hat ein Fellknäuel gefunden. Für mich heißt es wieder mal warten, nichts Neues. Obwohl die Pferde gar nichts mit Steffi zu tun haben wollen. Stimmt doch, oder? Was? Die wollen gar nichts mit dir zu tun haben. Nein, das sind total komische Pferde. Kein einziges kann man streicheln. Warum denn? Ich glaube, die sind sich das nicht gewohnt. Und warum stehen ich die? Ich kenne kein Pferd, das man so, also das ist keine Pferdegruppe, bei der man wirklich keines streichen kann. Die sind vielleicht in der gleichen Lage wie die Mönche hier. Erstens müssen sie ja meditieren. Schweigen, meditieren, beten und sehr früh aufstehen. Meinst du, sie sind einfach müde? Ja, weil um 5:30 geht es hier los im Benediktinerkloster und vielleicht werden die dann auch geweckt. Da hätte ich nachmittags um 3 dann auch keinen Bock mehr, oder? Kann sein. Tja, ihr Lieben, eigentlich wollten wir es heute noch mit Wildcamping in der Schweiz probieren. Das wäre doch auch so richtig cool gewesen. Nur es scheint nicht ganz so einfach zu sein, in der Schweiz einen Wildcampingplatz zu finden. Wenn ich mich mal umdrehe, dann seht ihr hier wahrscheinlich das Schild Camping verboten. Der Parkplatz ist zwar auf Park for Night, aber der ist leider verboten. Es ist richtig schade. Ich zeige euch gleich den Ausblick, weil ich meine, das hat man wahrscheinlich so selten im Leben.
Mittlerweile ist es dunkel geworden. Wir stehen auf diesem Parkplatz, den ich euch vorhin gezeigt habe. Super romantisch, aber irgendwie ist es romantisch. Man kann hier nämlich alles zuziehen und dann ist einfach Feierabend. Und Steffi brutzelt hier wieder ganz fleißig. Würdest du uns noch das Menü von heute Abend, unserem letzten Abend in diesem Fahrzeug verraten? Ja, also nachdem wir jetzt hier ja schon Burger und Spaghetti und Tortelloni und so weiter hatten und Spätzle, wird es Zeit, dass wir auch mal noch ein bisschen was eher kochen. Es gibt heute Kartoffelstock mit Bockwürsten und frischem Lauch aus dem Garten von meiner Mama. Ja, das klingt doch lecker. Absolut. Und wir werden jetzt hier, oder wir kochen jetzt hier nicht mit dem riesen Kochlöffel diese exquisitesten Dinge, weil, naja, wir mussten halt alles in diesen Van transportieren. Wir haben gerade mal Salz, Pfeffer und natürlich Aromat als Allzweckwaffe hier, weil ich habe sonst keine Gewürze mitgenommen. Hatte keine Lust jetzt hier mit zig Kisten anzureisen. Ja, deshalb diese Woche ein bisschen einfacheres Essen, aber es ist bestimmt auch lecker. Ja, und jetzt zur Küche nach dieser Zeit. Wie läuft's? Reichen 2 Gas? Ja, also ich sag mal, für das Allermeiste reichen 2 Platten auf jeden Fall aus. Man kriegt tatsächlich auch 2 relativ große Töpfe drauf, nebeneinander. Das ist ja dann doch auch wichtig, wenn man nur 2 Platten hat. Und ja, mal schauen. Es hat ja oben hat's auch einen Abzug drin. Der ist eigentlich hier oben an der Dusche, aber der zieht natürlich jetzt auch hier die Feuchtigkeit so ein bisschen weg. Ich bin sehr erstaunt, wie wenig Kondenswasser wir eigentlich hier drin haben, allgemein. Gut, das wäre der Küchencheck. Oder möchtest du noch was zum Kühlschrank sagen? Also wir kriegen gerade so knapp einen Tetrapack rein. Das ist aus unserer Sicht natürlich irgendwo, naja, nicht ganz so groß. Ist der klare Minuspunkt der Küche, oder? Kann man so sagen. Ja, Kannst du ihn vielleicht kurz öffnen, dass wir kurz einen Blick reinwerfen können? Weil das interessiert die Leute sicher noch. Es gibt ja noch eine Roomtour, aber das ist der Kühlschrank. Und hier kann man halt nur bis hierhin füllen, weil da oben ist dann das Gefrierfach. Und der ist halt so weit unten. Also ich muss mich da immer am Boden setzen, damit ich da überhaupt rankomme. Und naja, also das Platzangebot ist schon sehr eingeschränkt. Und wenn man jetzt hier diese obere Platte rausnehmen würde, klar, dann könnte man hier unten auch nochmal eine 1,5 Liter Flasche reinstellen. Aber dann fehlt mir ja die ganze Ablage hier oben. Ja. Also der Kühlschrank ist wirklich eins der großen Nachteile dieses Autos. Das verstehen wir auch nicht ganz, weil Kühlschrank ist ja doch wichtig. Man kocht wobei ich glaube halt, dass wenn man nur kurz unterwegs ist, nur mal für Urlaub und so, dann kocht man vielleicht nicht ganz so viel und dann ist das nicht ganz so dramatisch. Aber wenn man natürlich wie wir im Van lebt und dann ganz normal da drin sich auch verhält, dann ist ein großer Kühlschrank halt echt schon Luxus. Gut, also wir lassen dich kochen. Ich habe hier meinen Lieblingsplatz, umgedrehter Fahrersitz. Beifahrersitz, Beine auf der Couch und auf der Bank und ja, lässt sich leben. Hier ist alles zu, was draußen passiert, wissen wir nicht, interessiert uns nicht. Wer rein will, soll klopfen. Wir melden uns wieder. Tja, ihr Lieben, und dann ist hier die pure Ruhe eingekehrt im Camper. Keine Spiele mehr, keine Musik. Einfach gar nichts, die pure Ruhe an sich. Wir genießen den letzten Abend, Steffi beim Lesen, ich beim YouTube schauen und ja, ab und an knallt hier noch ein Stück Eis vom Baum auf unser Dach, aber sonst ist es ganz ruhig. Mal schauen, ob es das auch bleibt in dieser Nacht. Es ist ja nicht ganz klar, ob das mit dem Freistehen in der Schweiz so ganz legal ist und so weiter. Wenn uns jemand weckt in der Nacht, dann werden wir selbstverständlich im nächsten Video dann darüber berichten. Für das Video war es das aber jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Alle Informationen zu MyCamper findet ihr unten in der Infobox. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Auf diesem Wege. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!